So, geht's auch nicht daher? Sehr gut, aber Hunger. Cinnamon Roll. Willkommen in Stani, oder besser gesagt, wir sind, wie heisst der Flughafen? Istanbul Sabiha Gökçen. Ja, da zittert die Wände, wenn das Flugzeug steht. Nein, auf jeden Fall, wir machen ein bisschen Ferien hier in der Türkei. Und ich würde sagen, ich nehme euch ab und zu ein bisschen mit, filme ein bisschen mit der Cam. Da haben wir unseren Driver, 30 Jahre in Türkei. Es wird sicher geiles Essen gefilmt und sonst lustiges Stuff, man sieht sich auf der Reise. Wo sind wir jetzt, Caner? Wir sind jetzt in Tekirdağ, bei einem Lieblingsrestaurant von mir. Und zwar heisst das İki Kardeşler Et. Das heisst zwei Gebrüder Fleisch quasi. Das ist ein Metzger, der ein super Restaurant noch nebenbei führt. Also genau das da, oder? Ja. Was haben wir da jetzt? Das ist ein Hirtensalat mit Käse. Der ist erfrischend, schön mit Brot, mit Tomaten, Gurken, Käse, Zwiebeln. Dann schön mit Olivenöl und Rot wie Essig abschmecken. Schönen guten Morgen aus Keşan. Boah, ich würde sagen, wir schauen das Ganze mal von oben an. Wir sind jetzt hier im Dorf vom Caner seiner Großmutter. Countryside, also es ist wirklich ländlich. Und jetzt gehen wir in die Dorfmitte einen Tee trinken. We're on each other's team.
sind gerade auf dem Rückweg Richtung Istanbul. Wir haben Familienbesuch vom Caner. Wo genau sind wir da jetzt eigentlich? Wir befinden uns hier Uçmakdere Şarköy, gerade am Meer, wunderschöne Aussichten da. Ja. Also wir zeigen es euch noch von oben. So, wir sind wieder in einem kleinen Dörfli irgendwo im Hoger oben, und zwar... Wir sind jetzt in Kirasle. Das ist das Dorf, wo mein Großvater herkommt und meine Familie väterlicherseits herkommt. Genau. Also, schauen wir vorbei. So, wir sind endlich in unserem Airbnb angekommen in Istanbul. Und ich muss euch jetzt schnell die View zeigen. Am Morgen sieht es vielleicht noch geiler aus, aber ich muss euch das jetzt zeigen. Gönnt euch. Schönen guten Morgen aus Istanbul. Ich hatte eigentlich eine recht gute Nacht gehabt, bis am Morgen um 5:30 Uhr. Dann hat mich der Hoca geweckt mit seinem Morgengebet. Aber das ist da 5-mal am Tag, bis Sonnenaufgang und nachher auf den Tag verteilt. Und jetzt gehen wir Bäckerei suchen, etwas zu essen holen. Und Fun Fact: wir müssen am Caner seinen Koffer noch tauschen, weil er hat den falschen Koffer vom Flughafen mitgenommen. Weil die andere Frau, von der er den Koffer hat, die hat genau den gleichen Koffer wie er. Und jetzt findet heute der Austausch statt. Übergabe. Jetzt mit Hackfleisch, mit Erdäpfel und mit Käse. Dort hat es noch so Pides, wie du siehst. Yarın gözyaşları bu yağmurla İçerim yanıyor yar yar yaram beklerim Bana nazlı yardan aman bir haber ver İçerim yanıyor yar yar yaram beklerim Bana nazlı yardan aman Das habe ich gestern gemeint. Bulutlar yarime selam söyleyin Kavuşma günümüz yakınmış deyin Felek yardan ırak koyduysa bizi Gurbet ilde bir başıma neyleyim Yardan ırak yaşanır mı söyleyin Gurbet ilde bir başıma neyleyim Yardan ırak yaşanır mı söyleyin İçerim yani
yar yar yaram pek derin. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. Caner, was haben wir da? Jawohl. Da haben wir sehr ein gehyptes Streetfood aus der Türkei, das ist Tantuni. Sehr klein gemetzgeltes Bullenfleisch mit irgendwelchem Gemüse drin, zusammengerollt in einem Wrap. Sehr viel Hype drumherum, mal schauen, ob es am Hype gerecht wird. Gehen wir rein. Wir haben wunderbares Wetter und wir sind jetzt da gerade wo, Caner? Wir sind gerade auf der Brücke, hier rechts von mir sehen wir den Bosporus. Und wir laufen Richtung Eminönü, da hat es mega viele Sehenswürdigkeiten, Kapalı-Çarşı, der geschlossene Bazar und x Moscheen. Und ja, kommt eine kleine Führung. Ja Mann, ich bin froh, wenn ich da meinen privaten Tourguide, der auch die Sprache für mich kann, weil wäre ein bisschen schwierig. Und es hat verdammt viele Fischer da auf der Brücke. Was ich einmal noch sagen, wenn euch die Vlogs gefallen, lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Und jetzt gehen wir uns etwas zu beißen suchen. Wir sind jetzt noch rasch durch den Markt durchgelaufen, aber der geschlossene Markt hat leider schon zugehört. Jetzt schlendern wir hier noch ein bisschen durch die leeren Gassen durch. Und dann sieht man sich, wenn wir etwas zum Essen haben. I'm shining like the moon. I'm feeling like a bloom in the bright sun. I remember when I was young. The flavor is so strong. I've missed it so long. Was ich noch vergessen habe zu sagen, weil wir hier in einem historischen Gebäude sind, wenn wir jedes Mal 4 Stück. Super! Wenn wir jedes Mal 4 Stück hochlaufen. Ohne Licht. Schönen guten Morgen aus dem Taxi. Wir haben den 4. Tag. Und jetzt gehen wir zum Morgenessen, aber ich weiss nicht mehr, wie der Laden heisst. Am Kanal TV. Und das ist wirklich ein Spot, den die Locals sehr gut kennen. Mega geiles Zeugs, aber wir zeigen es euch noch. So, wir haben richtig gut gespissen und befinden uns jetzt am Galata Port. Right? Genau. Das ist der Galata Port. Das ist ein Einkaufszentrum, das sich über 400'000 Quadratmeter erstreckt und über einen Kilometer an der Küste von Istanbul ist. Sehr neu,
Aber sehr viele coole Geschäfte da und ja, jetzt gehen wir da mal ein bisschen rumlaufen. Jetzt gehen wir da ein bisschen pösteln. Okay, rein. Ja. Wir sind jetzt hier beim Hafiz Mustafa. Das ist sozusagen der Lidl Sprüngli aus der Türkei. Ihr habt es jetzt gerade vorher gesehen, es hat viel Auswahl an verschiedenen Baklava, Lokum und alles Mögliche. Wir haben uns jetzt für etwas Cremigeres entschieden. Der Fisi hat hier einmal Tres Leche, also Tres Leches. Das ist eigentlich ein Biskuitboden, der mit Milch aufgesogen ist und oben dran Himbeere. Und ich habe etwas sehr Interessantes. Das Ganze heisst Taugöse, also Hühnerbrust. Und ist eigentlich ein Dessert, das ja, auch wirklich Hühnerbrust drin hat. Und ich habe es nie so original gehabt, ich hatte immer nur die Veggie-Variante gehabt. Von dem her, ja, lassen wir es uns schmecken, hätte ich gesagt. Probieren wir mal. Und, wie schmeckt's? Ist es gewöhnungsbedürftig? Voll krass. Ich habe die geile Istanbul-Idee. Ne kadar şimdi İstanbul'da çok koyulmuşlar. 1 milyon falan o zaman var ya 2 milyon para yapıyor ya. Başlasın Asya. Also wir sind jetzt auf der asiatischen Seite von Istanbul. Wir sind jetzt da noch in einem Einkaufscenter. Aber da werde ich euch nicht zu viel filmen. Also shoppen könnt ihr allein, oder? Also wir haben hier Postage. Pro. Von wie viel? 26'000 auf 12'000. Also es ist doch ein bisschen ausgeartet, ich weiß nicht. Also es ist nicht alles mir, gell? Einfach zum Sagen. Schönen guten Morgen miteinander. Wunderschönen guten Morgen. Also heute haben wir den letzten Tag. Was ist der Plan für heute? Ja, fast unvorstellbar eigentlich, dass wir ein paar Tage in Istanbul sind, ohne einen fetten Kebi zu essen. Ich schwöre. Darum wollen wir das doch jetzt gerade machen. Oh, mein fetter Kebi! Also wir sind jetzt da bei Karadeniz Döner in Beşiktaş und das habe ich wirklich mit vielen Locals haben wir den Place da recommended. Und wenn ihr da seht, es ist wirklich sehr juicy und wir haben den Spieß vorher gesehen, schönes Schichtfleisch. Dann mag ich einfach probieren. Probiert das mal, oder? Bro! Der Kangal! Ein Feini! Der Hunde soll man nicht wecken, seid wir auf. Ein Feini! Also das ist jetzt das neue türkische Elektroauto, oder? Der Tok. Der Ja. Tok, der von 5 türkischen Firmen entworfen wurde. Gell? Genau. Da haben sich 5 sehr grosse türkische Firmen zusammengeschlossen und haben zusammen eben gefunden, kann ja nicht sein, dass jetzt mittlerweile Amerika, Deutschland, China und alles mögliche ein Elektroauto haben und wir nicht.
und haben den Poker geschaffen. Genau. Wir sind am Ende von diesem Video angelangt. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wir sind auf jeden Fall auf dem Land gewesen, in der Stadt gewesen, gell, Caner? Sehr viel erlebt. Wir haben den 19. Mai miterlebt. Richtig. Wisst ihr, ich habe ein bisschen mehr Ahnung von der Türkei wie der Can. Ich kann ihm heute leider nicht mehr erklären, wieso sie in der Moschee einmal Löcher hatte. Das stimmt sogar, ja. Das stimmt sogar. Nein, wir haben wirklich eine coole Zeit gehabt. Ich hoffe, ihr habt auch Spass gehabt beim Zuschauen. Folgt auf jeden Fall mal noch um Can rein. Er wird vielleicht mal noch Kochsachen droppen, wer So weiß. Gott will, so Gott will. Caners Kitchen. Hast du noch abschließende Worte zu dieser ganzen Reise? Ja, danke vielmals, habt ihr eingeschaltet. Und ja, sei es jetzt Amsterdam, wo wir waren, Istanbul, wo wir waren. Schon viele Orte haben wir euch mitnehmen. Und ich hoffe, in Zukunft schaltet ihr auch wieder ein, wenn wir weiterreisen. Ganz genau. Abonnieren, liken und einen Comment nicht vergessen, dann sieht man sich beim nächsten Mal. Peace!